Persönlich wird Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Und unterstützt von Trussardi Mailand. Ein Hauch italienische Eleganz. Persönlich. Bei Claudia Lesser. Es war eigentlich ein total anderes Leben. Es war die Zeit unter dem Kommunismus. Es war die Zeit, wo du hattest eigentlich nicht eine Lade voll von Dings. Wenn du wolltest etwas kaufen, du musstest in die Reihe stehen. Ja, Ausstehen für WC-Papier oder Brot und so weiter. So. Es war ein anderes Zeit und ich glaube, dann hast du andere Values, ja. Oder wie sagt man Values? Werte hast du andere Werte und ich glaube, es gibt dir auch Energie oder Pfupf im Arsch, dass du etwas erreichen im Leben. Während Kommunismus, du hast keine Musik. Es war eigentlich fast verboten, Musik vom Western Countries zu haben. So, wir hatten schon ein bisschen Musik, aber die Möglichkeit, Musik zu hören, war wirklich nicht viel. Aber ich liebte Musik immer. Das war etwas wirklich sehr toll. Nach meinem Studium, es war wie ein Reflex. Du willst auch herausfinden, was ist dein Wert. Und ich habe die Glück gehabt, in einer sehr großen Kompanie, Procter & Gamble, eine Junior-Marketing-Position zu haben. Und ich bin dort ein Jahr geblieben, weil es war eigentlich nicht für mich. Aber es war eine sehr tolle Erfahrung, weil ich habe genau gesehen, was ich will nicht. Wie will ich in meinem Leben funktionieren? Will ich einen Chef haben? Will ich einen Job haben, wo ich eine sehr limitierte Influence habe? Und das war sehr gut. Weil es war wirklich die Zeit, kann ich von Musik leben oder nicht? Was soll ich machen? Sollte ich dieses Risiko nehmen? Und es war wirklich okay. Ich bin unglücklich, wenn ich so bleibe. Es ist wahr fast wie, ich war eine sehr gute, bezahlte Sklave. Durch meine letzte Scheidung. Scheidung, ja? Ja. Ich habe auch viel auf mich gearbeitet. Ich habe einen Prozess gemacht mit einem Psychologen. Und ich glaube, jeder kann das brauchen auf einen Punkt von seinem Leben. Ja. Weil du kannst auch dich viel mehr besser verstehen und du siehst auch, wo sind meine Schwächen oder wo sind die, nicht Schwäche eigentlich, es ist, wo sind meine Ängste. Und du kannst gegen das gehen. Und ich glaube, wenn du hast keine Angst, und ich meine nicht blöderweise, ich habe keine Angst, ich kumpel von dieser Brücke. Aber es ist mehr, wenn du kannst mit deinen Ängsten leben, es macht dich wirklich viel stärker. Weil ich glaube, Angst, und man sieht das auch in die Politik, in unserem Land. Man nimmt viele Entscheidungen durch Angst. Und ich glaube, sie sind nie die guten Entscheidungen. So, ich habe viel auf das geschafft. Und ich glaube, heutzutage ich fühle mich bequem mit mich selber und ich weiß, dass ich kann Dinge erreichen aber nicht alles. Wenn ich bin mit einem Mensch face to face, ich habe kein Problem zu reden, aber zum Beispiel, wenn wir sind 5, 6 in einem Zimmer, ich bin lieber eigentlich die ruhige und die schaut, was läuft. Ich bin nicht die ist in die Zentrum und die muss reden und so weiter. Wenn du redest viel, redest du auch viel Scheiß. So, ich lebe lieber weniger und wenn du auf den Punkt bringst, bringst du es wirklich auf den Punkt. Gibt es einen großen Unterschied zwischen dem Andres und dem Stress? Ich glaube nicht unbedingt. Aber das Problem ist, ich bin einfach manchmal ein sehr impulsiver Mensch. Und das zum Beispiel, mein Manager sagt das immer, wenn wir haben Streit, er sagt, kann ich mit Andres reden oder nicht Billy Bear oder Stress. Und
Ich glaube, ich habe diese Seite und es ist einfach da und ich habe es jetzt akzeptiert. Du wohnst sehr schön in Zürich. Du hast, glaube ich, ein Studio jetzt dort im Noel. Das ist der Sohn von der Melanie. Ja. Ist der immer noch dort und du machst auch immer dort noch Musik? Er kommt ab und zu, aber Kommt er wirklich ab und zu vorbei? Er hat das nicht gern, dass sein Zimmer jetzt ein Jetzt Studio... missbraucht wird das Studio. Das heisst, sie haben da immer noch ein sehr gutes Verhältnis in dem Fall. Ja. Aber weißt du, wir sind zusammengewachsen. Und Über all die Jahre. Ja. Ja. Er hat ja, glaube ich, auch... also es ist ja sehr speziell, dass ein Mann ein sehr gutes Verhältnis hat auch zu einem Sohn von einem anderen Mann, oder? Da bist du auch ein bisschen offener gewesen, glaube ich, wie andere, oder? Ja, und ich glaube, es geht nicht um dich oder deine Ego. Es geht mehr, dass, okay, du hast diesen Teil mit jemandem gehabt. Geteilt, ja. Ja, geteilt. Und es war eine wichtige Zeit für ihn und für mich. Und es gibt keinen Grund, dass wir können es nicht immer noch gut haben. Also du spielst immer noch eine Rolle in seinem Leben in dem Fall? Ich glaube weniger und weniger, aber als jede Eltern oder jede Person, er ist ein Teil von meinem Leben und ich werde immer ein Teil von seinem Leben sein. So, es ist auch normal. Ich glaube manchmal als Künstler, du bist wirklich sehr Egoist, ja. weil du hast diesen Drang für deine Kunst. Und ich will Kinder haben und ich glaube, es kommt schon. Aber es ist nicht, dass es ist wirklich die einzige Priorität, weil dein Fokus ist so fest auf deine Leidenschaft, dass du siehst das nicht so auf die Fokus. Nicht das Prio 1? Nein. Ja. Aber trotzdem, nach all dem, was du auch erlebt hast, du glaubst noch an die Ehe und Familie sicher, und so, sicher. auch wenn Es du ist jetzt zwei super. Scheidungen hinter dir Hey, hast. Und so. wo ist der Kamera? Ich will machen. Es ist wirklich eine tolle Zeit. Und, aber wenn Sie sind ein bisschen zu früh besoffen auf eure Mariage, Das warst du dann immer auf deine das ist nicht so gut, weil du verpasst die ganze Party. So versuche nicht zu früh zu trinken. Ne? Persönlich wurde Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Festa. Freude am Wohnen. Und unterstützt von Trussardi My Land. Ein Hauch italienischer Eleganz.